Was? Easter Blaine? Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. Wofür brauchst du es denn? I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Jetzt bin ich eh schon mittendrin. Lass das nur meine Sorge sein. Alright. Here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. Abernathy bezahlt mich für meinen Aufwand. Kannst du sein Angebot decken? Ich verstehe. Du brauchst also jemanden, der illegal Medizin für dich schmuggelt. Ja. Something like that. Look, I'm not in the habit of lawbreaking, but sometimes you've got to do the wrong thing for the right reasons. Ich werde drüber nachdenken. That's all I can ask of you. Ich liebe es. Ein Level Up haben wir ja noch nicht, gell? Na. Wo ist denn der jetzt da, der Hansch? Da eine. Oh. Oh Gott. But Conrad sells real good disinfectant. Mädel, was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun, ha? Naja gut, ich frage schon gar nicht mehr. Merciful law. Is that a marauder's outfit? I don't want you wandering into my shop wearing something you've lifted off a corpse. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Oh Gott. Ganz ruhig, alles sauber. Gibt es zu deinen Haarschnitten eigentlich immer eine Gratis-Predigt? Einschüchtern 5. Du kannst meine Hände gerne von nahem sehen. No, thank you. That's quite all right. I've seen enough body parts in my line of work. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Moment, du tust was mit meinen Überresten? Burial, in the unfortunate event of a fatality. It's what a barber does. We make you presentable. Okay, zum Thema Beerdigungen. Silas wollte, dass ich deine Steuern eintreibe. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. Grabgebühren. Silas und ich haben ausführlich darüber gesprochen. Ich dachte, ich hätte klar gemacht, dass meine finanzielle Situation gewisse Zahlungsleistungen ausschließt. Wir stellen uns einmal komplett verblödet. Ich habe keine Ahnung, was du da gerade sagst. I mean that I can't possibly pay my gravesite fees. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Das ist mir egal. Zeit zu zahlen. Der Begriff Wohlstand muss bei dir sehr weit gefasst sein. Was für ein Auftritt, Conrad. Du solltest Schauspieler werden. Du musst nicht gleich so hart zu dir sein. Was für ein Auftritt. Du solltest Schauspieler werden. Thank you, no. I despise the cereals. Tell Silas I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction.
with my apologies. Augenblick. Behandlungsrechte? Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Stell Silas einfach einen Schuldschein aus. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Ich sage dir Bescheid, wenn mir was einfällt. Much obliged. Okay. Jetzt stellt sich die große Frage, wie machen wir das jetzt? Da warte mal ganz kurz. Wir dann jetzt einmal speichern. Ja, sorry, speichern, das ist für mich da in solche Spiele wie es täglich Wasser und Brot. Da müssen wir her. Hey, cool! Also das ist nicht schlecht, das warte mal kurz. Jetzt nimmst du den einmal over, den Helm. Jetzt möchte ich was ausprobieren. Allerdings, warte mal, wie ist denn das jetzt gegangen? Na, da? Ja. Tagebuch. Bis ins Grab. Silas, der ansässige Toten, okay. Conrad ist einer derjenigen, von dem du die Grabgebühren für Silas eintreiben sollst. Der Betreiber Conrad meinte, er könnte sich keine Gebühren leisten. Das solltest du vielleicht Silas erzählen. Ja, das machen wir. Wir gehen jetzt mal zum Silas. Und dann reden wir mal darüber mit ihm. Alter, das Spiel ist geil. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf, das Spiel ist eine komplette Verhöhnung zu Fallout 76. Ehrlich, das Obsidian, ich glaube gerade mit dieser Mission oder gerade mit diesem Gespräch offenbaren Obsidian die Problematik bei Bethesda. Überleg mal, was haben sie in den letzten Jahren rausgebracht? Viel VR-Spiele. Sie haben sich auf 2 oder 3 Sachen konzentriert. Und jetzt kommt natürlich Todd Howard daher und sagt, dass sie Elder Scrolls 6 bis auf 10 Jahre produzieren wollen. Oder mit 10 Jahren für Content oder so irgendwie. Ne? Jetzt überlegen wir die Parallelen. Und dann schaust du das Spiel an. Obsidian verarscht komplett Bethesda mit dem Spiel. Von hinten bis vorn. Ich finde das saugeil. So jetzt nicht, hey, die alten Bethesda-Spiele mag ich auch. Fallout 3, New Vegas und 4. Elder Scrolls Skyrim, Oblivion. Mag ich auch, ja. Aber leider haben sie jetzt mittlerweile ein paar Sachen geliefert, Bethesda, wo ich sage, mittlerweile ist hat für mich Bethesda einen Stellenwert erreicht, der ist unter den Hund. Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, miss. Von wem sprichst du, Silas? Best to ask her yourself. My dad's buried here. Silas watches over him when I can't leave the house. Nein, tut mir leid. Oh. Well, thanks. Something I can do for you? Hey, wegen den Gebühren, die du wolltest. You run into any trouble? Conrad sagt, er kann die Gebühren nicht leisten. Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few corners. Skimp out on the disinfectant. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back room. Sprichst du von Erpressung? That's the word, extortion.
Been on the tip of my tongue all day. Ich sehe mich mal um. Das wird immer besser. Ah, geil. Das wir aber dann auch noch anreden irgendwann mal. Das wird in ferner Zukunft... Oh, das wir in ferner Zukunft öfters ansprechen. Ich brauche keine riesigen Open Worlds mehr. Da, schau, jetzt sage ich da was. Das ist eine kleine Karten. Das reicht mir mittlerweile schon viel auf. Kleine Karten, füllst das mit Geschichten und der Rest ist mir wurscht. Ich brauche nicht einmal mehr. Mehr will ich schon gar nicht mehr. Da waren wir schon überall, gell? Landeplatz, okay. Schnellreise-Landeplatz, okay. Das haben wir alles schon besucht, gell? Da könnten wir auch noch weiterschauen später. Okay, das wird ein interessantes Let's Play. Gesamtvermögen. Elmer Dobson. Gesamtvermögen 8112 Bits. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen makaber, was ich da mache, gell? Schön. Und Entschuldigung, dass ich momentan so viel denke über Bethesda. Aber ich muss da auch ehrlich gesagt gestehen, sie sind mit Fallout First und all den ganzen Scheiß rund um Fallout 76 sind sie ein bisschen zu weit gegangen. Na, holla die Waldfee. Na, weg. Komm, Pavati. Hui! So. Halte Übergang zu Edgewater. Ja, na, Entschuldigung, wie gesagt, ich brauch mittlerweile keine großen Open Worlds mehr. So was Kleines wie da war mir mittlerweile schon lieber, wo ich ein bisschen was entdecken kann, ein paar Geschichten dazu, so wie da jetzt da zum Beispiel die Questdichte, die du da hast und die Gespräche, die du führen kannst, so wie jetzt da mit diesen Überzeugen, Einschüchtern, Lügen, solche Attribute dazu und ich bin schon wieder glücklich. Ein bisschen einen rabenschwarzen Humor dazu und fertig, mehr brauche ich mittlerweile nimmer. Ich hab's ja bei Odyssey gesehen. Ich hab das Spiel 160, 170 Stunden gespielt. Und ich hab derzeit keinen Bock, dass ich weitermache. Ah ja, was soll's. Warte, ich speichere da jetzt einmal. So, Conrad, jetzt werden wir den Daumennagel ein bisschen enger ziehen. Die Zechernägel rein in den Schraubstock zuziehen und dann fest an uns drücken. So, Conny. What can I do for you? Ich möchte dir gerne ein paar Fragen stellen. Go ahead. Du scheinst da ziemlich begeistert von diesem Ort zu sein. Edgewater has been good to me. I consider myself privileged to work here. I am never wanting for work, not since the plague started. Was weißt du über diese Seuche? The plague's come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. Was sind die Symptome? Fever, chills, fatigue, aching, vomiting, an excess of phlegm, a tendency towards belly aching. Warum behandelt ihr nicht alle eure Arbeiter? Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us.
so we treat the best among us. Wessen Idee war das? Mr. Thompson's brainchild. Have you met him yet? Thoughtful-looking fellow, stares out of his office most hours. Das erste, ja, das war's einmal. Dann wollen wir mal speichern. Conrad, Brief von Phyllis. Conrad, Rezeptionist hat sich erschossen. Das ist schlecht. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Die Zerstörung von Spacers Choice Firmeneigentum. Eugene war ein Aktivposten. Und irgendwer muss seine Leichengebühr zahlen. Das würde uns ruinieren. Also dachte ich, ich verkaufe seine Zähne. Eugene hat einen kompletten Satz Goldzähne, Familienerbstücke oder so. Du kümmerst dich um den Leichnam, oder? Nimm dir etwas Zeit und hol sie da raus. Wir verhökern die Zähne still und heimlich, zahlen mit den Bits die Leichengebühren und niemand muss das erfahren. Was sagst du dazu? Schreib nicht zurück. Rede am besten gar nicht mit mir. Gib mir einfach ein geheimes Zeichen, wenn du mich das nächste Mal siehst. Wackle mit den Augenbrauen. Phyllis G. Auftrag aktualisiert. Bis ins Grab. Na, erzähl mir was, Spiel. Ich bin geil drauf zu wissen, was ich als nächstes tun soll. Ah, das ist das. Bis ins Grab. Haben wir schon irgendwas verbockt? Na, passt. Bis ins Grab. Vielleicht könntest du die darauf enthalten nutzen, um Conrad dazu zwingen, seine Grabgebühren zu bezahlen. Es ist alles rot. Scheiße. Spacers Choice Wache. So ein lässiger Anzug, muss ich schon sagen. Na gut. Okay, speichern wir noch einmal. Ja, sorry, da musst du jetzt durch mit mir. Speichern und probieren. What can I do for you? Überzeugen 1. Ich weiß über Eugene Bescheid. Warum verwendest du nicht seine Zähne als Pfand für die Grabgebühren? You know about Eugene? How? Ich habe eine Nachricht von Phyllis entdeckt. Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Er wird sie sicher nicht vermissen. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's Choice. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Are you asking rhetorically? Because if you're being serious... Ugh, gross. Desperate measures, Miss Holcomb. Desperate measures. I'm going to have to ask Silas to dig up those teeth. It's the only way I'm paying my gravesite fees. Entschuldigung. Ich muss Silas bitten, diese Zähne auszugraben, ansonsten kann ich meine Grabgebühren... Bist du dir sicher? Das ist mir egal, ich bin nur hier, um deine Schulden einzutreiben. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Geil. Ich habe gehört, Eugene hätte sich umgebracht. Was ist passiert? Eugene was not a suicide. He put a bullet in his brain, yes, but that's largely a technicality. I was the one who prepared Eugene's body for interment. I discovered symptoms of the plague on his corpse, and I discovered medicine in his pocket. Lots of medicine. Eugene overdosed on adrenatime, which is known to cause psychosis and paranoia as possible side effects. The paranoia drove him to take his own life.
Das ist ja schrecklich. Also musste die Stadt keine Strafe zahlen. We can all thank our lucky stars that young Eugene was hopped up on medication and suffered its predictable side effect. I included it all in my official report. I'd like to think I saved Edgewater a great deal of money. We never could have paid the fines associated with the suicide. Auf Wiedersehen. Herrlich, herrlich. Okay, gut, jetzt haben wir einen Schuldschein und er muss jetzt den Haberer ausgraben, dass er mit den 10 die Grabgebühren zahlen kann. Das ist so geil. Geil. Klingt jetzt ein bisschen makaber, aber gerade sowas gefällt mir. Geil. Ah, ist das geil. Aber wirklich, ich krieg echt Lust auf Fallout New Vegas. Ja, vielleicht später mal in der Zukunft. Gut, gehen wir mal zum Silas. Und dann schauen wir mal, dass wir irgendwann einmal... da verschwinden. Ich möchte weiterkommen. Naja. Silas, wo bist du denn, mein Freund? Der einzige Totengräber, zu dem ich Vertrauen habe. Gravedigging's a fine profession. Always work to be had, and nary a word of complaint out of your clients. Es kann sich ja kein Kunde beschwert haben. Ja, was soll ich das sagen? Wir müssen über Eugene sprechen. Yeah? What about him? Du zuerst. Ich weiß, dass du ihn beerdigt hast. Well, yeah. It's what I'm contractually obligated to do. What's this about? Seine Goldzähne, die könnten was wert sein, wenn du sie rausziehst. Yeah. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we were supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away. Vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Ich halte meine Augen offen. Let me know if you find anything. Ich habe eine Frage an dich. Yeah? Gibt's da irgendwas? Hast du irgendwelche Neuigkeiten von der Hope? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the Aether never to be found again? Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. There a reason you asking? Ich verstehe es einfach nicht. Soll das heißen, dass sie uns einfach vergessen haben? Die Hope ist kein Gerücht, sie existiert. Ich bin der lebende Beweis. Alright, easy now. No need to get your hackles up. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some Zero-G brew. It's a brew that's good for what ails you. Das ist doch lächerlich. No, this is sounding like sedition. I'm not too keen on getting clapped in irons because you wouldn't stop running your mouth. Look, I don't know what's got you caterwauling about hope this and colony that, but you need to stop. Or there's gonna be trouble. Aha. Okay. Wieso sollte eine bloße Frage zum Problem werden? Trouble's in the asking. Board don't much care for folk running their mouths, spreading hoaxes and the like. Frankly, neither do I. Aha. Dann lasse ich dich mal zufrieden. Okay, jetzt können wir noch der schönen Leiche untersuchen. Es wird ja immer besser, na, Madame? Ja. Wo müssen wir das eigentlich hin? Warte mal, Inventar, Tagebuch, bis ins Grab.
Du hast die Grabgebühren eingetrieben. Kehre zu Silas zurück. Hä? Something I can do for you? You run into any trouble? Alles erledigt. Papierkram, Gebühren und Unterschriften. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Überzeugen 6. Ich habe mir für dich den Arsch aufgerissen. And I'll buy you a drink sometime. Oh Gott, oh Gott. Ich habe da eher an harte Währung gedacht. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Abernathy wollte seine Krankheit verheimlichen. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. Er dachte, du wüsstest davon. What? No. If I knew he was sick, I would have had him reported. I needed his fees because of his name. A, for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Ich muss dich noch was anderes fragen. Ja, sonst haben wir da nichts mehr. Jo. Jetzt haben wir mal das erledigt. Soweit. Jetzt schauen wir mal nochmal ins Inventar, beziehungsweise ins Tagebuch. Was können wir als nächstes auf? Nebenauftrag Stirbraboter. Besorge die Arzneimittel. Das haben wir abgeschlossen. Verbockt haben wir bis jetzt noch nichts. Ich glaube, dass wir noch einiges verbocken werden. Dir sag es. Stirbraboter. Finde Ludwigs Geheimwaffe. Ja, wir gehen jetzt in der nächsten Episode, in der nächsten Aufnahme, werden wir uns diese verzückende Waffe suchen und sich in ein Scheißhaus schleichen. Bis zum nächsten Mal. Baba.